Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode F1 22 in der MyTeam-Karriere mit Castle Motorsport. Ja, es geht jetzt nach Miami. Dort haben wir das nächste Rennen vor uns. Ich bin jetzt gerade vor Pirelli Hotlap gefahren. Und ja, das nehme ich ja nie auf. Also, ich muss mich jetzt fragen, wo ist jetzt das Gameplay? Das nehme ich nie auf. Und ja, wir schauen jetzt mal, was passiert in Miami. Imola war ja nicht wahnsinnig gut gewesen. Wir haben dort einfach frühzeitig retired, weil es hat keinen Sinn gemacht. Ich muss jetzt aber ehrlich gesagt sowieso kurz nachschauen, wie eigentlich unser Fahrzeug motortechnisch aussieht. Aber so wie das hier aussieht, 37, das sieht eigentlich noch alles relativ okay aus, muss ich sagen. Es ist jetzt noch alles eigentlich so ein bisschen im grünen Bereich. Es ist jetzt noch nicht über 40, beziehungsweise einfach das Getriebe. Aber ich denke, das wird da schon noch ein bisschen etwas aushalten. Darum, wir legen los, wir gehen jetzt nach Miami und ja, ich fahre dort wie immer das Practice und das nehme ich nicht auf und danach sehen wir uns wieder im Qualifying. Let's go! So, herzlich willkommen zurück zum Qualifying. Wir müssen noch bitte warten. Es regnet im Qualifying, also nicht gerade so optimales Wetter. Das Rennen dann aber ist wieder trocken, jetzt sollte nichts passieren. Und wir schauen jetzt mal, was wir rausholen können. Ich bin gespannt, es wird schwierig, weil das Setup habe ich jetzt natürlich voll auf trocken getrimmt und nicht auf Regen. Also es kann gut möglich sein, dass wir da eine sehr, sehr schlechte Qualifikation werden haben und dafür im Rennen vielleicht eine gute Pace werden haben. Mal schauen. Ich würde sagen, ja, wir legen los, wir gehen mal auf die erste Runde raus. Okay, ich glaube, es ist nicht viel wert, dass ich hier schnell in die Runde rein versuche. Der Verstappen hat mich nämlich fett überholen. Und nein, ich tue das Qualifying beenden und starte einfach von hinten und tue vielleicht noch Komponenten wechseln. Das kommt vielleicht gerade noch uns zu gut. Und dann nachher ja, versuchen wir das Feld von hinten aufzuräumen. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. George Russell will begin today's event in pole position, and it's Fernando Alonso alongside. Looking down the rest of the grid, we have Mick Schumacher, Verstappen, Valtteri Bottas, and Hamilton. Leclerc, Perez, Norris, and Pierre Gasly. Fittipaldi, Magnussen, Yuki Tsunoda and Albon, Joe, Vettel, Lance Stroll and Nicholas Latifi, Ricciardo, they've taken a grid penalty, Ocon, Sainz and the captain. And now it's time to head down to the track. Anthony Davis. So, also, wie schon gesagt, ich habe jetzt alle Teile noch gewechselt. Also wir haben jetzt ein komplett neues Auto von der Leistung her. Und ich würde sagen, wir starten also mit den Softs und gehen dann nachher in Mediums rein. Ich glaube, das macht Sinn. Wir nehmen dann wieder ein bisschen den Sprit runter. Und ja, let's go. Ab in die UFM-Runde oder in die Formation Lab rein. Und ja, hoffen wir auf einen guten Start. So, okay, gut in die Box reingekommen. Okay, stark, aber irgendwie auch nicht richtig rausgekommen. Oh, das war knapp. Ui, Kollision ein bisschen, aber wenn das so ein bisschen vordrückt, ein bisschen Sandwich mit dem Joe. Ich hoffe, ich habe kein Damage davon gezogen. Oh, irgendwie sind meine Reifen nicht warm. Alter, ich unterstütze ja hart gerade. Das Gute ist, nach dem ersten Sektor kommen wir relativ schnell auf Temperatur, habe ich das Gefühl. Ja, jetzt ist es sicher warm. Oh, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin langsam. Keine Ahnung. Okay, dann drücken wir uns mal am Elben vorbei. Oh, ich weiß nicht, ob das ein guter Spot ist zum Überholen, aber wir machen es gleich mal. Fittipaldi vor uns hier, unser Teammate. Sehr gutes Qualifying im Regen.
Oh, da kommt der Magnussen. Geht vorbei. Oh, es fällt voll Power, ey. Krass. Konter. Oh, verbremse ich mich ein bisschen. Nein, das war nichts. Ui. Wir mit dem Slide um die Kurve herumgekommen. Das ist etwas anderes. Ja, ich merke, mein Auto fühlt sich so schwer an. Also Fittipaldi hat auch ein bisschen Probleme. Er hat sich nämlich auch abreißen lassen dort vom... Weiss nicht was, vom Alpha Tauri ist das, glaube ich. Also wir sind da beide ein bisschen am strugglen. Ist jetzt so mit dem Magnussen im Fight, das gibt mir natürlich die Möglichkeit wieder zum ein bisschen aufschliessen. Boah, ich komme einfach aus dieser Kurve nicht gut raus. So, jetzt haben wir DRS auf Fittipaldi. Sind auch schon ein bisschen schneller, auch Windschatten natürlich. Okay, da haben wir ihn. Jetzt schon. Oder nächste Runde, besser gesagt, die auf Dings gehen, auf Mediums. Also meine Softs sind schon langsam tot. Ui! Das war knapp von einem Spin. Hei. So, also, wir schauen mal, wo wir jetzt da dann nachher durchkommen mit den neuen Reifen oder wo wir dann nachher rauskommen. Jetzt haben wir auf einen guten Stopp. Das sieht mal so gut aus, 2,4. Okay. Magnussen auch. Wieder vor dem Elben, sehr gut. Bottas. Der vorher hinter mir oder vor mir? Ich weiß es gar nicht. Oh, gell? Hinter mir. Safety Car. Dann Ricciardo, okay. Kein Safety Car, what the fuck? Weird. So, wir sind langsam am Magnussen dran, aber es langt da einfach nie zum Überholen, richtig. Komm, habe ich ein bisschen mit der Traktion zu kämpfen langsam. Ich hoffe, dass der Magnussen und der Sainz noch ein bisschen länger paddeln. Dass sie ein bisschen langsamer werden, dass ich da nochmal aufholen kann. Weil Magnussen ist so das Target, das ich noch habe. Ah, Mann, ich habe so schlechte Exits mit diesen Reifen. Aber wir sind da. Es könnte vielleicht noch etwas werden. Ich glaube, sie muss diven.
Also irgendwie dive, also fahren wir dann auf die letzte Start, also auf Gegengerade. Muss ich diven, glaube ich. Come on! Ich muss diven. Fucking hell, ich muss diven. Ah, ich bin viel zu weit weg, glaube ich. Ah, ich bin zu weit weg. Oh Mann, schade. Schade. 13. Aber wir sind vom letzten Startplatz gestartet. Das ist eigentlich okay. Leider hat es nicht viele Ausfälle gegeben, wo irgendwie mich hätten gross beeinflussen können. Schade. Schade, aber krass, wie schnell das Science war. Also, man sieht, wenn das Auto gut ist, kannst du recht gut vorfahren. Das heisst, wir müssen einfach möglichst viel entwickeln und vor allem auch möglichst viel weiterentwickeln. Wo ist eigentlich unser Teammate, der Fittipaldi? Oh, der ist weit zurückgekehrt, sehr schlecht zu rennen. Ja, müssen wir mal überlegen, ob wir ihn weiterhin behalten möchten. Müssen wir uns das mal überlegen, aber es gibt gute Punkte wieder für unsere Teamanerkennung. Das ist gut, kriegen wir schneller oder kommen wir schneller zu Sponsorengeld wieder, was uns dann natürlich auch wieder weiterhilft bei der Entwicklung. Wir haben mittlerweile schon 6 Rennen gemacht, kann das sein? Und ist schon 7, ich weiß es gar nicht. So, wir sind zurück wieder in unserem Hauptquartier. Da haben wir noch das Ereignis. Was? Die Aerodynamikabteilung. Was? Die Aerodynamikabteilung könnte die Entscheidung verstehen und alles. Ich kann ja gar nicht auswählen. Hä? Ich kann ja gar nicht auswählen. What the fuck? Aber wir sind immer noch das schlechteste Auto auf dem Feld. What the fuck? Ja, also hauptsächlich Chassis ist bei uns Katastrophe. Gut, Williams ist noch schlimmer. Wir tun aber jetzt noch das Monocoque noch upgraden. Also wir machen jetzt wirklich harte Chassis-Update. Das kommt uns wirklich zu gut. Dann werden wir etwa beesten. Die Zuverlässigkeit ist eigentlich relativ stark bei uns, aber halt einfach Chassis nicht. Tun wir da mal noch Aktivitäten machen. Was haben wir da? Training. Dann gehen wir da mit denen noch fooden, dass es denen wieder gut geht. Und dann langt dann mal so weit. Haben wir viel Geld? Nein, wir haben nicht so viel Geld. Okay, wir müssen ein bisschen zuwarten mit irgendwelchen Upgrades dann. Schade. Nein, Motorhaube ist nicht gekommen. Fuck, ey, gerade das wäre wichtig gewesen. Das wäre sehr, sehr wichtig gewesen. Und jetzt haben wir zu wenig Ressourcenpunkte. Damit! Oh Mann, das wäre jetzt wirklich wichtig gewesen. Oh, vor allem gerade Spanien. Spanien ist so eine Strecke, wo ich noch einigermaßen etwas könnte rausholen könnte, weil ich einfach die Strecke kenne. Das ist bitter. Es ist wirklich echt bitter. Scheiße. Das ist sehr, sehr bitter. Okay, ja, aber können wir jetzt halt nicht dran rütteln. Ist jetzt halt mal so, wie es ist. Wir machen noch weitere Upgrades, würde ich behaupten. Und zwar Fitness, würde ich noch sagen. Tun wir auch noch mal upgraden. Da. Wir tun einfach ein bisschen Sachen noch machen, dass die Moral auch höher ist und dass wir da halt auch noch ein bisschen Ressourcenpunkte als dann noch früher oder später eigentlich generieren können. Aber wir brauchen definitiv mehr Cash. Ich glaube, das wird eine schwierige erste Saison. Also wenn dann nachher so die Rennen kommen, wo ich relativ gut kann, sage ich jetzt mal. Also gerade England, Österreich, Belgien, ja, was hat es noch so? Es hat noch ein paar andere Strecken, die ich auch noch relativ gut kann. Japan wird auch noch ein bisschen dazugehören, Austin auch. Also es kommen dann schon noch Rennen, wo ich ein bisschen stärker bin. Dann eben Spanien wäre eigentlich auch, sage ich jetzt mal, eines von diesen Rennen, wo ich ein bisschen stärker wäre. Aber das wird bitter werden jetzt mit der Motorhaube-Abdeckung, dass die jetzt nicht gekommen ist. Naja, können wir das ändern? Ist jetzt halt mal so.
Wie gesagt, und ja, da würde man sagen, wäre es eigentlich so wie mit dieser Episode von F1 2022, also F1 22 in der MyTeam-Karriere bei Castle Motorsport. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und wenn ihr das Video teilen würdet. Und tschüss, sehen wir uns dann einfach wieder in der nächsten Episode wieder. Und bis dahin sagen wir, macht's gut. Schönes Tag noch und ciao!